los wie taub in Gottes Wort, wo die Leiders in Israel sich in Rama mit Samuel versammelten. Und was wollen sie von ihm? Sie wollen eine König haben, nicht? Sie wollen haben, dass Samuel eine König über Ernt aus Volk sagen soll. Und wie weit die Horden war dann niemals wirklich eine König gehört wird, aber ganz Israel König wir. Und was haben sie bei dann? Oder bei du? Ja, Krieg. Gott wird König erwähnt und Gott wird durch Rechte schaffen, nicht? So, du wirst zweimal eine Rechte sein, wenn Gott wählen wird, und Gott wird durch seine Rechte schaffen, und Samuel wird der letzte Gott gewählte Rechte im Alten Testament. Und hat Samuel das gleich, dass die Israeliten König über sich stellen wollen? Die werden sehr unzufrieden damit, nicht? Wenn Samuel weiß, Gott ist König, über alle König, sind Herr über alle Herren. In dieser Fälle, woran wollen sie nicht König über ihren Herrn? Ja. Gott sagt zu seinem Volk, wenn wir am Gehorchen, utläuft, wenn wir sein Wort halten, dann wird er sein Volk über all die anderen Länder sagen. Wenn wir haben arm als König, aber dass die Israeliten kriegst aus all die anderen Länder wollen sagen, eine menschliche König über sich haben, ich meine, die können nicht bloß nicht verstehen, woran eine menschliche König so viel weniger wird wir, als Gott selbst als König zu haben. Und aber Gott leitet dazu, er sagt zu Samuel, ja, die wirst nicht König über das Volk sagen, und er hat jemand gewählt, der das tun soll, und wen hat Gott gewählt? Saul, ja, Saul. Und Saul wird der erste Gott gewählte König. Und was für ein Mensch wie Saul? Wo wir hier am Anfang als König waren? Der wir sei demütig, ja? Als die am sagten, wo wir hier, warum können sie am nicht fängen? Wo verstärkt er sich? That's right, manche Bereitschaft hängen die da sind. Und das ist interessant, wo er anders war, evertid. Die wir sehr gute Lehrer am Krieg, Gott gab ihm sehr viel Sieg und Erfolg als Lehrer über das Volk. Und über eine Stadt demütig zu bleiben, ward er stalt. Und je doller oder der mehr stalt er ward, der wieder auf von Gott kam. Und schließlich zuletzt muss Gott sich ganz von ihm verloten. Und von der Mal mit Gottes Haupt in dieser Betrachtung, wo wir zwei Beispiele in Gottes Wort sehen, die uns wiesen, dann wo Saul gegen Gott gesündigt hat. Und dann, wo wir sehen, wen Gott wählt, Saul als König zu ersetzen. So erstens, wo hat Saul gegen Gott gesündigt? Und das erste Beispiel finden wir in 1. Samuel 13. Von der Mal, wo wir noch viel über Gottes Wort lesen, so wer von der mitlesen will, wenn wir helfen das zu lernen und so wieder, dann werden wir top mitlesen in unserer Bibel in 1. Samuel 13 aufmerken. 1. Samuel 13. So in 1. Samuel 13 lesen wir, dass Saul und Jonathan, dass wir Saul sehen, die werden in verschiedene Gegenden und dort beide diese Männer Kriegsmänner bei sich hatten. Nu will ich die Verse 2 und 3 lesen, in 1. Samuel 13, Verse 2 und 3. So Saul nahm dann 3000 Männer und leitet ewig in die Haus gehen. Er nahm 2000 von den Männern und ging nach Mikmas und die Boy bei Bethel. Und schickt 1000 mit Jonathan in Gebär an der Gegend von dem Sturm Benjamin. Und Jonathan schlug die Philister ihre Wächter bei Gebär dort, und die Philister hielten Ola davon. Und dann leitet Saul alle Wegen an das ganze Land mit Personenblusen, sodass die Hebräer sollen zum Krieg kommen. So diesen Krieg hat Jonathan angefangen. Dann Verse 4 bei Bad Saas. Und dort Volk kam taub nach Saul in Gilgal, und die Philister kamen taub bei Mikmas, Osten vom Bet Aven, um mit Israel zu kriegen. Und die hatten 30.000 Kriegsführer. Wir losen, wo die Israeliten nur ein paar tausend Menschen bei sich hatten, die bereit waren, mit diesen Philister zu kriegen. Und diese hatten 30.000 Kriegsführer, 6.000 Ritter appiert,
in Kriege so viel, als du sonst um mehr als, sagt die Bibel uns. Und als die Philister ab an Tod kamen, dann sagen die Israeliten, wo schlimm ihre Lehr wir, und sie verstillten sich und heulen, und mangt dort Struck, und auch mangt die große Steine, und ein Gräber, und ein Zistren. Und wie die Philister und Armee so sehr riesig wie, so sehr groß wie, hatten die Israeliten nie Angst. Die dachten, guck mal, die würden gegen die Philister kriegen, aber als sie dann erst sagen, wo groß die Philister-Armee wir, vielleicht ein Fehler, die verstärken sich, die hatten Angst. Die hatten Angst. Ich habe Gott verstanden. Und dann, Vers 8 bei 13, und Saul lürt 7 Tage Samuel. So als Samuel gesagt hat. Samuel hat ihm gesagt, an 7 Tagen wird er kommen. Aber Samuel wird nicht nach Gilgal gekommen, und dort Volk fängt an, Saul zu verluten. Die fangen an, weich zu gehen. Und dann sagt Saul, bringt mir dort Brandopfer und dort Dankopfer. Und er mögt dort Brandopfer, als er mögt dort Brandopfer, und als er gutfreudig mit dort Opfer wird, dann kam Samuel. Und Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagt, was hast du getan? Und Saul sagt, als ich sagt, dass mir das Volk verloren hat, und dass du nicht binnen der gesaute Zeit kommst, und dass die Philister sich an Mikmas reutmügen, dachte ich, die Philister wollen nach Bad Gilgal kommen gegen mich, und ich habe noch nicht dem Herrn um Halb gefragt. Dann übernahm ich mir das Opfer zu merken. Aber Samuel sagt, dort hast du nicht tun sollt. Du hast nicht dem Herrn sein Wort gehalten. Saul hat nicht gewagt oder gelüht, was Samuel gekommen wäre. Er wisst, wie wichtig dort wir Gottes Halb am Krieg der Hand. Wir weiten bald nie, lesen wie man greift sie bloß von Erfolg, was er im Krieg einmal hat. Er hat einmal könnt über seine vielen siegen, woran wir es Gott mit ihm wir. Und er weiß, wenn er nie gegen die Philister kriegen wird, ohne Gott bei sich der Hand und mit ihm der Hand, da würden sie verspielen. Und er war nervös, nicht? Er sah, wo die Armee ihm entgegenkam und wo seine Männer am verleiten und was soll er tun, nicht? Aber er steht, sich ab Gott zu halten und ihm zu verluten, dass er selbst eingreifen. Er tut dort, was er nicht erlaubt wird zu tun. Er sagt, well, dann will ich bloß selbst Brandopfer bringen. Ich meine, wie schwer kann das sein? Wie wichtig ist das, dass Samuel das täte? Was schuldet, wenn ich das tue? Und so dachte ich. Und kriegt es dort dort. Und Samuel sagt, du hast nicht dem Herrn sein Wort gehalten. Er will nicht länger warten. Er dachte, er muss selbst angreifen und was tun. Aber indem er das tut, weiß er seinen Anglauben an Gott und Gott seine Verheißungen. Und obwohl er Gott ein Opfer brach, nahm Gott das nicht an, wie es dort ut Gehorsam und Anglauben getan wird. So das wisst uns, liebe Geschwister, dass Gott nimmt nicht jeder Opfer, was angebracht wird, an. Right? Dort muss man Gottes Wort übereinstimmen. War nicht, kann er doch nicht annehmen. Der kann das bloß nicht. Und manchmal war wie versagt, das sei zu tun, als was Saul hier tut. An den guten Tiden vertrauen wir Gott in seinem Wort, aber wenn die schweren Tiden kommen, wird unser Vertrauen an Gott in seine Versorgung auf den Probe gestellt. Uns wird nervös. Ja? Zum Beispiel, wo wir vielleicht zweimal knapp und Geld. Und wir glauben, was soll ich nicht tun? Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Kann ich wieder wirklich mein Opfer Gott bringen? Oder würde ich sagen, für bloß nie mein Geld holen und sein, dass ich meine Bills betalen kann und dann, wenn mir das dann besser geht, dann will ich weiter anfangen zu geben. Was sagt Gott uns? Wir sollen an die guten Tiden vertrauen, uns ab am verluten und auch an die schweren Tiden. Und ich habe hier bloß ein Beispiel gegeben von Geld geben. Aber manchmal
Prof Gott uns auf zu sein, ob wir wirklich arm mit alles, was wir sind und alles, was wir haben, vertrauen wollen. Und ich möchte an Gott seine wir denken, dass er uns in Malachi 3, Vers 10 gibt. Malachi 3, Vers 10, da sagt dort, bring mir dort volle Tendel an meinen Specken an, sodat an mein Haus wat te eten sein. Proef mir du mit auf, sagt der Herr. Proef mir auf, sagt Gott, der alles regiert, und fängt ut, auf ich nicht für jünd Wort den Himmel aufmerken, und einen Segen draufschaden, sodat jünd dort everhand. So die Israeliten damals, die hielten ihren Geld treu, wie sie sehen, die hoden nicht viel. Und Gott sagt, die haben Leiche in jene Pfoten. Woran? Wie sie jünd Geld jünd halten und dort nicht Gott geben. Ich habe Leiche in jene Pfoten gemerkt. Dort wird die Hahn weichschält. Proef mich auf, sagt Gott. Gib mir den ganzen Tendel. Und sei, was ich für ihn tun will. Und das ist nicht ein Versprechen, dass Gott uns finanziell rückmerken wird, aber er wird uns Leben segnen. Der will uns segnen. Der will uns mit Gelegenheiten segnen, wo wir für ihn schaffen können. Der will uns segnen mit Guven, die wir für ihn brücken können. Ja, du hast so nu eine sehr große Botschaft, was gebracht wird, dort wann wir Gott, oder wann wir wirklich kein Gott sind, dann wollen wir reich sein. Stimmt das mit Gottes Wort? No. Wir wollen jährlich reich sein. Dort stimmt mit Gottes Wort. Dort wird bei uns ewig scheren am Leben. Der will uns segnen. Aber wir müssen uns auf Gott verlassen. An der guten Tiden und auch an der schweren Tiden. Wir sollen anhören, wie er sammelte in Verse 13 und 14. Dort hast du nicht tun sollt. Die hast nicht dem Herrn sein Wort gehalten, was er dir gegeben hat. Wenn die gehorsam gewasst wirst, dann hat der Herr die in die nu kommen, dort Königreich ab einmal gegeben. Nu aber wird das Königreich nicht mit dir bleiben. Der Herr hat sich einen Mann gewählt, der ihm von Horten gefällt, und er hat dem Eugestalt aus Leder über sein Werk, sagt Gott. Ans zweite Beispiel, von wo Saul gegen Gott gesündigt hat, fingen wir an 1. Samuel 15. So, 2 Kapitel wieder, 1. Samuel 15. Ich will nur die Verse 2 bis 3 lesen. 1. Samuel 15, an den Versen 2 bis 3, lesen wir, wo Gott Saul eine zweite Chance gibt, seine Treue zu beweisen. Und Samuel sagte Saul in 1. Samuel 15, Verse 2 bis 3, ich will Amalek strufen, du Pferd, dass sie Israel Gegenstand geben, als sie von Ägypten kamen. Geh mit ein Krieg gegen Amalek und vernicht alles, was sie haben. Lut nicht ever und bringt alles an. Und Saul fängt an, Krieg dort zu tun. Saul raubt seinen Kriegsmann taub und dann ging er mit seinen Mannen in die Amalekite ihre Stadt und verstärkt sich am Tool, sagt Gottes Wort ans. Die mögen sich reut um zu kriegen. Und Saul kriegt gleichlich über die Amalekiter. Aber so weit holden sie Gottes Wort gehalten und Gott gibt ihnen gleich. Sieg, Erfolg. Und dann sagt Gottes Wort uns in Vers 9, über Saul und sein Kriegsvolk leiten dem König Agag Leben, und auch die beste Schub und das beste Feuer und auch die beste Lame und Kalver, und sie hielten auch das noch Wort gut wir, über was an keinen Wirt hat, vernichten sei ganz. Und als Gott jetzt sagt, und seht heute Samuel in Vers 11, dort es mir leid, dort ich Saul zum König gemerkt habe, wie es er hat sich weichgedreht von mir und hat meine Geboten nicht gehalten. Dort deut Gott leid, dort er Saul zum König gewählt hat. Ich weiß nicht, ob ich wirklich verstehen kann, wo die Guten, die wir sind. Dort deut Gott leid. Am Anfang wir Saul so demutig. Die will nicht einmal König werden. Aber nie deut Gott leid, dort er Saul zum König gemerkt hat.
dort sagt ja, dort deinem Leid, wir sei haf sich weichgedreht von mir und haf meine Geboten nicht gehört. Vers 12 sagt, und Samuel ging tätig am nächsten Morgen, dort er mit Saul reden könnte, aber nu hört je, was der 13 in Vers sagt, Vers 13, Samuel ging nach Saul und Saul begrüßt ihn und sagt, Saul begrüßt Samuel und sagt, möchte Herr die Saul oder Samuel segnen, ich sie dem Herrn gehorsam gewalt. Woran wird er am so steht begrüßen? Wie es er weiß, dort er nicht wir. Nicht? Der braucht sich selbst zu überreden, dort sterben dort. Hat nicht geschehen. Ich sie dem Herrn gehorsam gewalt. Saul deed am direkt verliehen. Verse 14 und 15. Und Samuel frug, woran hier ich dann noch Feu und Schub? Und Saul sagt, well, zij haben die von der Amalekite gebracht. Zij. Right? Sie sind Kriegsmänner. Und dort Volk hielt die beste Schub und dort beste Feu zum ein Opfer machen für den Herrn, dienen Gott. Dort ewige habe ich alle vernichtet. So ditmal proeft Saul die Schuld auf seine Kriegsmänner zu leihen. Die Menschen deuten dort. Ich deut, was du sagst, und über die Menschen, die werden gehorsam. Hij wir gehorsam, sagt er. Bloß seine Männer wir nicht. Stimmt war nicht. Am 9. Vers lesen wir dann, wo er Krieg so gut Schilder hat. Und über Samuel wisst, dort Saul verliehen deed. Und er sagt dann zu ihm in Vers 19 bis 21, warum hast du dem Herrn sein Wort nicht gehört? Warum nimmst du noch dort Feu in die Sachen von an? Sonst wird dem Herrn Schleich gefallen. Und Saul sagte Samuel, well, ich gehört dem Herrn, ich ging so, als er mir sagt, ich habe dem König Agag Trei gebracht und ich habe alle Amalekiter aufgeschafft. Über die beste Schub und dort beste Feu haben meine Männer nicht aufgeschafft. Sie haben die hier in Gilgal gebracht, um ein Opfer zu machen für den Herrn, dienen Gott. So zweimal sagt Saul hier, dass die Männer das getan haben, für dienen Gott Samuel. Er sagt nicht mehr, dass Saul sein Gott wir. Das wir Samuels Gott. Und hier sei wir, liebe Geschwister, hier sei wir, dass Saul die Wahrheit sagt. Das wir nicht mehr sein Gott. Samuel wisst, dass Saul seine Schuld nicht zugeben würde. Und deswegen sagt er dann zu Amen, Verse 22 und 23. Gefallen dem Herrn der Opfer so sei, als am Gehorsam sein? Kijk, Gehorsam ist besser als Opfer. Und am Harchen ist besser als Backfahrt ab ein Altar. Gegen uns sein so schlimm als Hexerie und stiefkopfig sein so schlimm als was Böses tun. Und als was nicht der Jette opfern. Deswegen, dass du dem Herrn sein Wort veracht hast, habe die auch veracht, Ostiani. Und Saul sagte Samuel, ich habe gesündigt, ich sie gegen dem Herrn sein Gebot und gegen den Wort gegangen, ich mich für meine Männer ängst und eine Anhalt. Das war nicht gestimmt. Seine Utereden ditmal wie, er hat Angst von seiner Männer. Nicht einmal lesen wie das, dass er Angst für seine Männer hat. Mensch. Ich prache die nu, sagt heute Samuel. Verjef mir meine Sinn und go mit mir, dass ich kann dem Herrn anbeten. So, nu gebe Saul endlich zu, dass er gesündigt hat. Aber glaubt ihr, dass seine Sinnen am wirklich Leid deuten? Nicht. Er frug um Vergebung, so dort Samuel am Fall der Menschen segnen soll. Und dann würden die Menschen am wahrscheinlich irren, nicht? Nicht? Dann können sie alles gut halten und von nur wieder gehen. Und Samuel sagt, no, dort wird nicht so dort sein. Ich kann das nicht gut halten, was die hier ist. Saul ward stalt.
Und Samuel sagte am Vers 17, als du klein in deine Uhren wirst du nicht der Leder von der israelitischen Stamm? Mit anderen Worten sagt er, hat Gott die nicht gewählt, Krieg wegen den Deimut? Und nie, wo bist du? Und Gott hat Saul eine zweite Chance gegeben, zu gehorchen, aber Saul wie mehr besorgt und mehr bekämmert, vom Volk gelobt zu werden, als Gottes Wort zu gehorchen. Und das wir seine Gelegenheit, Geschwister, nur Gott trete drehen, aber er dort nicht. Und als ich über Saul dachte, dann kam mir ein Lied am Sinn von Manfred Siebert, woran ich denken muss. Und ich will die erste Strophe ans Lesen, diese wird sind abjuchtet, aber ich glaube, die wollen die gut verstehen können. Das sagt hier, wenn wir am Ende so arm sind, dass wir nichts besitzen als Geld, so waren wir bloß so arm sind, dass wir nicht untertan das Geld, wenn wir so blind sind, dass wir alles sehen und sehen nicht die Hand, die uns hält, ja, wenn wir so blind sind, dass wir nicht nur Gottes Handmeier sein können, der uns helfen wird, wenn wir so dumm sind, zu meinen, wir seien schon weise genug, sei wir so dumm, dass wir glauben, dass wir weise genug sind, wenn wir zu taub sind, die Wahrheit zu hören und glauben dafür den Betrug, dann ist es Zeit. So wenn wir so doof sind, dass wir Gottes Wort und Gottes Wort nicht mehr hören können, dann sagt er, dann erst so Zeit, dann ist es höchste Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen, dann ist es Zeit, den Weg zurück nach vorne zu gehen. Wenn wir Gottes Hand nicht mehr sein können, der für uns sorgen wird, wenn wir Gott seine Worthärten nicht, in wir nicht mehr hören können, denkst wir so doof geworden sind. Wenn wir Gott nicht mehr loben, dann für was er tut. Dann hast du Titel, liebe Geschwister, dass wir in der Ferne kommen dann. Was meint das, in der Ferne zu kommen? Buße da. Buße da. Eine Vergebung, Freund. Dann hast du Zeit. Dann erst das höchste Zeit, dass wir uns umdrehen und uns nach Gott kehren. In Kapitel 15, Vers 28 sagt Samuel zu Saul, der Herr hat dort Königreich von die gereten und hat dort einen anderen gegeben, der bete als du. Bete als Saul, los wie viel Werk nicht, wo Samuel eben Saul sieht, du hast nicht noch ein Sohn an das ganze Volk? Nicht noch ein Sohn, der so groß wie als Saul, so stark wie als Saul, so reich wie als Saul. Aber du würdest andere sein, wo bete wie als Saul. Wo bete? Und hier kommen wir drin ans Anleitungstext, 1. Samuel 16. Vers 1. Und der Herr sagte Samuel, wo lang wirst du über Saul trüren? Nachdem dort ich zu sie gesagt habe, als König über Israel. Nimm die den Huren und fall dem mit Öl und gune Isai von Bethlehem. Ich habe mir beschlossen, dort ein von dem seine sehen soll König sein. Und Samuel deit, was der Herr am seht, und als er in Bethlehem unkam, dann seht er, dort er wohl ein Opfer merken für den Herrn, und er lud Isai in seine Sehens an. Gott hat jemanden gefunden. Dann kommen wir zu den Versen 6 und 7, 1. Samuel 16. Als die dann kamen, diese Familie durchkamen, und er den Eliab sah, dann sagt Samuel zu sich selbst, wem der Herr gesalbt will haben, steht nicht sicher vor mir. Und der Herr sagte am recht die nicht nur, wo am dort lag, oder du nur, wo groß er gewesen ist, diesen Herr zu sieht gesagt. Der Herr reicht nicht so, als der Mensch steht. Ein Mensch sitzt, wo einer von Büten lädt, aber der Herr kickt nicht dort hort. Samuel dachte, dort Gott Eliab zum König gewählt hat, wie es sei so soll wird. Der wird groß, der wird hübsch und so weiter. Aber hier will Gott anweisen, dass er anders rechten wird als Menschen da. Er rechtet anders als wir da. Ein Mensch sitzt, wo einer von Büten lädt. Der Herr überkickt dort hort. Und der, den Gott wählen wird so ein Hort haben, was Gott uns tun wird, der mutig bleibt und nur Gottes Wahlen trachten, der nicht ut Angst, aber ut Leib, eine reine Leib für Gott und für sein Wort. So ein Mensch ist das, wie viel besser als Saul.
Und in Wirklichkeit verlangt Gott, dass all seine Kinder so sind, nicht? Als Christen sollen wir eine innerliche Scheinheit haben. Was meint er, dass wir eine innerliche Scheinheit sollen haben? Uns nach Gott trachten, nicht? Innerliche Scheinheit, dass wir schmacke gesunde Organs haben? No. That's right. Frieden haben. Frieden im Herrn haben. Ja. Reine Leib haben. Na, gleich Petrus in der Wied, in 1. Petrus 3, Verse 3 und 4, du sagst, hey, lut jün Schmuck, oder Scheinheit nicht daran sein, dass die jün Strom antragen und die Haar Flecken in Gold anhängen. Lut jün Schmuck leider ein Stahle, Leifteile jest am Hort sein. Daran hat Gott ein großen Gefallen. Dass wir eine Leifteile Stahle jest am Hort haben. Ja. Und Gott sagt, er hat einen anderen gefangen, kann ich dir sagen, der beter als Salvia. Dieser hat eine ähnliche Scheinheit vor Gott. Was wir wieder lesen, Vers 10 mit auf. Und Isai leidt 7 von seiner Sehens vor Samuel kam, aber er sagt, der Herr hat diese auch nicht gewählt. Und Samuel sagte, Isai sandt all deine Sehens, und Isai sagt, du hast noch ans Jüngster, David, der Schub heiden. Und Samuel sagte, Isai, schack du Hahn, dass der hier herkommt. Vers 12 bis 13. Und er schackt du Hahn und leidt ihm kommen. Der Jüngste wird rotlich und hat Dache Uhren, am Leid dort Schmack. Und der Herr sagte Samuel, nüch du ab und sollt dem an, der ist der Reich da. Und Samuel nahm den Huren mit der Eul und sollt David du an. Und als er durch Mann seiner Breite wird, in dem Herrn sein Jes beweist sich ein Kraft ab David von dem Tag an. Nur als Schub hat, wisst David, was er bedienen deit, seine Schub zu versorgen und zu schützen und so wieder. Die wir beten, die wir mit seine Schub. Die wir wahrscheinlich nicht rennen, die hat nicht sein Rennen direkt. Und die wir nicht einmal wirklich von seiner Familie einladen, wie das fast zu sein, mit dieser sehr bekannte, hochgelobte Mensch Samuel, der wir durch zu Jas und alles. Und die müssen beten sein bei seiner Schub. Und am ging dort gut, beten zu sein. Er hat seine Schub live. Wir kriegen den, wann er nicht nennen kann. Und Samuel sagt, hol an. Krieg den auf Gott gewählt. Der bei seiner Schub ist. Gott will einen König über Israel haben, der sein Volk Krieg so live hat, was ein Schub hat, für seine Schub hat. Jemand, der reit wir sogar sein Leben für seine Schub handleihen, wann er nötig sein. In unserem Text findet er los, wie dort nur dem David als zukünftig König für seine Familie gesalbt wird. Dem Herrn sein Jes beweist sich ein Kraft ab David. Vers 14 sagt, dort dem Herrn sein Jes Saul verleiht. Und ein Weise jest vom Herrn keim und juch am Furcht an. Und soll sie deine Ruten am Tod, dort ein Mensch soll gesagt worden, der Gott mit der Haupt spielen deit. Dort, wann der jest Saul anfechten wird, dann könnt ihr spielen, so dass Saul wird weiter Gott feilen. Und wen fangen sie das zu tun? Krieg David. Mir ist es bloß unbegreiflich, wo Gott das alles gebracht hat. Die sollen einen Hauptspieler finden. Würde nicht noch einer, der Hauptspielen können in Israel? Manch die Hunderte, Tausende von Menschen, die damals wohnen. Aber die mussten ganz bei Bethlehem gehen und du hast einen Hauptspieler gefangen, der wir auch geschub hat, den würden sie annehmen für Saul zu spielen. Und obwohl David wusste, dass er der zukünftige König sein wird, wie er nicht zustellt, sollte dein. Er hat ein deiner Hort. Ein innerlicher Scheinheit vor Gott, und die dort wird er aus Gottes Willen ansah. Und das möge am viel besser an Gott seine Jungen als Saul. Liebe Geschwister, weil wir Saul sein Leben als Warnung annehmen, dort wir nicht stolz wollen, dort wir uns auf Gott verluten dann. Und weil wir dort das Leben von David als Vorbild annehmen. Amen.